Merci, Herr Präsident. Als CSV begrüßen wir diesen Gesetzesprojekt, weil den Observatoire de l'Habitat möchte eine wichtige Arbeit zu Lützeburger Sicht dafür, dass wir regelmäßig Zahlen, objektiv Zahlen kriegen über den Wohnungsmarkt. Ich denke nun der Rapport über den Marché résidentiel, notamment den all Trimester veröffentlicht wird, an den als wichtig wird, sowohl als an den Institutionen, die Politik vom Logement mitgestalten, wie natürlich auch der Wirtschaft. Und da wenn es begrüßt wird, dass die 3 Hauptmissionen vom Observatoire gesetzlich definiert gehen, eben sammeln, zentralisieren, gerieren von Donien, aber auch die Analyse von den Donien nur wissenschaftliche Kriterien, was ein extra an diesem Gesetz A4 gestracht gouf. Und natürlich auch Veröffentlichung von diesen Donien und der breite Publikum, für das möglichst viele Akteure davon profitieren können. Das Gesetz stärkt auch die Unabhängigkeit vom Observatoire, das noch eine Reihe Verbesserungen vom Observationen vom Staatsrat auch nach ein Jahr noch gebessert gehen. Am begrüßen auch, dass ein klar gesetzlich Verankerung können für den Austausch von Donien. Ich meine RGTB, wer Donien können verschafft gehen, wer Personen sie betrifft, und wen Donien können weitergehen, für welche Zwecke gehen sie benutzt. Alles das wird klar definiert, formalisiert doch Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium der verschiedenen Akteuren kann an Zukunft, also möchtet auch lo schon, dass man mit Forschungsinstitute Partnerschaften hun Melo hat das alles eine gesetzliche Basis. Wir begrüßen auch, dass die Gouvernance gestärkt wird. Ich meine, vom Rapporteur angeschwärzt, wird Koordinateur General, den vom Bundesminister aus dem Mandat vom Ministerium ernannt wird, von einem Mandat von 2 Jahren, und auch ein Komitee d'Accompagnement für den zu begleiten. Ich meine, das ist ein wichtiges Signal für das Vertrauen an unsere Institutionen und natürlich auch an die Zahlen, die veröffentlicht gehen, für sicherzustellen, dass wir richtig Zahlen haben, dass wir ehrlich Zahlen haben, dass wir Zahlen haben, ob diese die verschiedenen Akteure an der Wirtschaft, an unseren Institutionen auch können verlosen, wann es um Logementspolitik geht. In dem Sinn gehe ich nach Koch von der CSV-Fraktion. Also, merci.